viel Schnee. Hast du gesehen? Hast du gesehen, so viel Schnee? Das Schneeabenteuer. Es ist wieder so eine kalte, klare Nacht. Aber das Mal ist etwas ganz Besonderes in der Luft. Dicke Schneeflocken fallen unaufhörlich vom Himmel oben ab. Wow, die ganze Welt ist wie in die Watte gepackt. Der Lulu, der Luchs und der Robby, die kleine Robbe, liegen gemütlich in ihren Bettchen. Draussen ist es ungewöhnlich still, weil der Schnee hat alles eingedämpft. Lulu, hast du das gesehen? Fragt der Robby aufgeregt und schaut aus dem Fenster. Er kann seine Augen gar nicht wegnehmen vom Fenster. Es hat geschneit und zwar richtig viel. Komm, wir gehen raus schauen. Der Lulu geht und dreht sich auf die Seite. Miau, ja, schön und gut, aber so viel Schnee. Das sieht irgendwie unheimlich aus. Was? Unheimlich? Sicher nicht, ruft der Robby begeistert. Ich liebe Schnee. Komm, wir gehen raus. Bitte, komm mit. Wir gehen schnell, so schnell, wie wir nur können. Stell dir vor, wie das fegt aus, sich im Schnee zu wälzen. Das fegt doch. Miau, ich weiss es nicht so recht, sagt der Lulu skeptisch. Das sieht kalt aus und nass. Und was ist, wenn wir im Schnee bleiben stecken plötzlich? Miau? Tja, der Robby lässt sich nicht beirren. Mit einem kräftigen Sprung rollt er aus dem Bett raus, schleicht zur Balkontür und schläuft durch die Katzentür raus. Und der Lulu, ja, der geht ihm hinten nach, aber nur leise und langsam. Und er bleibt auf jeden Fall beim Katzentürli noch stehen, bevor er sich da in das Kalte rauswagt. Der Robby ist aber schon draus und ruft: «Schaut dir das an!» Der ist nämlich schon auf den Rand vom Balkon geklettert. Und unter ihm liegt der Garten, eingehüllt in eine dicke, glitzerige Schneedecke. «Oh, das ist perfekt!» Und jetzt schaut der Lulu von innen zu, wie der Robby mit einem mutigen Satz vom Balkon runterkumpelt. Spinnt's dem eigentlich? Direkt auf einen grossen Busch, der gerade unter dem Balkon ist. Und jetzt sieht er ihn gar nicht mehr. Jetzt muss er doch hinten nachher und raus schauen, wo jetzt der Robby verschwunden ist. Zum Glück, er ist noch da. Der Robby ist nämlich in dieser dicken Schneeschicht, die auf dem Busch liegt, gerade eingesunken. Puff, hat es gemacht, als er gelandet ist. Ganz weich und fein, aber schon ein bisschen versunken. Mit seinen Flossen in diesem Schnee. Es sieht aus, wie wenn er gerade ein Schneebad nehmen würde. «Oh, das fängt!» sagt der Robby. Und jetzt wälzt er sich wie wild im Schnee herum. Und sagt: «Achtung, Lulu, jetzt rutsche ich beim Schneebüschli oben runter!» Und er streckt seine Flossen in Schnee und hockt auf den Busch, wie wenn er auf einer Rutschbahn wäre. Und er ruft: «Achtung, Robby, auf 3 geht's los! 1, 2, 3 und rutsch!» Tja, jetzt ist der runtergerutscht. Zoom! Beim Büschli einfach runtergerutscht.
Hä? Komm, Lulu, es ist grossartig, es fängt. Aber der Lulu wagt sich nicht so. Er hat eben nicht gern kalt. Er bleibt am Balkongeländer stehen. Und er schaut jetzt einfach ein bisschen skeptisch zu, wie da der Robby vor Freude rumtollt. Es ist nass und kalt, aber es fängt. Miau, ja, genau so sieht es aus, nass und kalt, hat er gesagt und hat seine Pfoten ein Stückchen zurückgezogen, wo ein Schneeflöckchen auf sie ist gefallen. Miau, der Schnee ist so tief, ich würde auch sicher untergehen. Ich kann nicht schwimmen, so wie du. Du verpasst etwas, ruft der Robby lachend. Das ist das beste Abenteuer überhaupt. Der Lulu schaut ein Zeitchen ihn an, aber bald merkt er, dass seine Tatzen immer kälter werden. Und der Frost kriecht durch sein weiches Fell und er fängt langsam an zu zittern. Miau! Ich gehe lieber wieder rein. Es ist kalt und der Schnee tut meinem Fell nicht gut. Und schliesslich schläft er schnell wieder zurück in die warme Wohnung. Und dann setzt sich der Lulu direkt auf die warme Heizung und reibt sich seine kalten Pfötchen. Nach einem Zeitchen findet der Lulu so. Jetzt ist der Robby also schon genug lang da, allein draussen im Schnee. Jetzt muss ich mal schauen, ob er noch da ist. Und da hat er halt seine Nase wieder rausgestreckt in die kalte Luft durch das Katzentörli, ist schnell auf das Balkongeländer raufgehüpft und hat gesehen, wie der Robby immer noch dort rumschlittelt und rumböppelt und rumroppet in diesem eiskalten Schnee. Wie kann man nur Freude haben an dem? Der Lulu findet es gar nicht lustig und geht schnell wieder rein auf die Heizung. Dort ist es gemütlich und schön warm. Und der Robby ruft draussen: «Das ist unglaublich!» Und er strahlt über alle Backen, während er seine Flossen durch den Schnee wälzt. Aber mit der Zeit ist er ja schon einfach ein bisschen müde geworden. Von dem vielen Umturnen, Umstrampeln, Umrollen in diesem Schnee. Er war natürlich tropfnass, bis ins innerste Wollenteil war er ganz durchnässt. Und als er auf der Heizung angekommen ist, hat er zum Lulu gesagt: «Oh, ich bin flotschnass, aber weisst was? Es ist so schön in diesem Schnee. Oh, das hättest du auch erleben sollen. Und jetzt muss ich trocknen, bis morgen. Hui, sonst fragen sich die Kinder, warum ich jetzt plötzlich nass geworden bin.» Der Lulu hilft ihm er schleckt ihn ein bisschen ab. Aber es hat eben nicht viel genützt, weil er ist ja bis ins Innerste nass. «Miau! Also ich finde es hier innen auf der Heizung viel schöner als draussen in diesem kalten Schnee.» Und der Robby sagt: «Ja, vielleicht kommst du ja den morgen mit. Es ist wirklich super cool in diesem Schnee. Und man kann ja wieder trocknen. Das ist ja kein Problem.» Sie rätseln noch ein bisschen darüber, ob sie morgen wieder gehen oder nicht. Und für den Robby ist es klar, dass sie wieder gehen in den Schnee. Und der Lulu will noch eine Nacht darüber schlafen. Aber viel Zeit hat er nicht mehr. Er muss schon gleich ins Bett zu diesem Bub. Und der Robby auch zum Mädchen. Und er wird nur knapp trocken, als er zu ihr ins Bett schläft. Aber es könnte ja auch sein, dass das Milchschöppeli ein bisschen ausgeleert hat und dass er von dieser Milch ein bisschen nass wurde. Ja, und bald schlafen die beiden auch noch ein bisschen ein, für sich ein bisschen zu erholen noch von diesem Abenteuer. Und niemand im Haus hat geahnt, welche Abenteuer doch die zwei Stofftiere schon wieder in dieser verschneiten Nacht erlebt haben. Höchstens vielleicht Katzen, die rundum wach waren und dem Schauspiel vom Robby zugeschaut haben. Wer hätte aber gedacht,
dass ein Luchs und ein Robbe so viel Mut haben und sich an diesem Schnee so freuen können. Wie einer von diesen zwei. Ich bin aber fast sicher, dass es in der nächsten Nacht für Lulu auch wieder ganz ein lustiges Abenteuer gibt. Bis dann!